Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mit diesen Worten erzählt der Biograf Johannes den Anfang vom Leben von Jesus auf dieser Erde. Und dann kommt sie. Die berühmteste Geschichte, die es auf unserer Erde gibt. Alle kennen sie und man hört es schon an der Musik. Genau. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ich weiss, es geht uns allen gleich. So fröhlich ist die Weihnacht nicht. Vielleicht eine vom bedrücklichsten. Trotzdem feiern wir Weihnacht, oder genau wegen dem. Wir erinnern uns an die Geburt von Jesus Christus, die uns Hoffnung gibt. Und es ist so gegangen. Die sehr junge Frau Maria hat nach einer strapaziösen Reise einen Bub auf die Welt gebracht. Sehr zum Ärger vom eifersüchtigen König Herodes. Aber viele andere haben sich gefreut. Zuerst die Engel im Himmel, dann sein Pflegevater Josef, die Hirten auf dem Feld, die alten Leute Simeon und Hannah im Tempel und auch die Sterndeuter aus dem Nahen Osten. Die Geburt Jesu Christi aber geschah so. So steht's in der Bibel. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. So steht es in der Bibel, so kennen wir es alle gut.
So wird's in Tausenden von Haushalten gelesen heute. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Und auch Josef aus Galiläa machte sich auf, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Als Jesus geboren war in Bethlehem zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und so zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder, beteten es an, taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist Weihnachten. So feiern wir es Jahr für Jahr auf besondere Art. Weihnachten findet immer statt. Nicht nur im Dezember. An Weihnachten feiern wir die Ankunft von Jesus. Das war vor 2000 Jahren. Aber die Ankunft von Jesus findet auch immer dann statt, wenn ein Mensch sein Herz für ihn öffnet und ihn willkommen heißt. Die richtige Weihnacht findet im Herzen statt. Und das kann kein Corona nehmen. Mit Jesus im Herzen können wir jeden Tag Weihnachten feiern. Ganz besonders heute, wo wir auch sind und wie wir uns auch fühlen. Aber was wir jetzt gesehen und gehört haben, ist nur der erste Teil der Weihnachtsgeschichte. Der schöne Teil der Weihnachtsgeschichte. Es gibt da leider noch einen zweiten Teil. Nicht so schön, sondern echt erschreckend und brutal. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, erschien ein Engel Gottes Josef im Traum und befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes sucht das Kind und will es umbringen. Nein! Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes
Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass ihn die Sterndeuter hintergangen hatten. Er ließ alle Jungen unter 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. So erfüllte sich die Vorhersage des Propheten Jeremia. Schreie der Angst hört man in der Stadt Rama. Das Klagen nimmt kein Ende. Rachel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. So wurde es vor Tausenden von Jahren vorausgesagt. So geschah es. Alles, was in der Bibel steht, wird auch so eintreffen. Als Herodes dann gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel Gottes im Traum. Und dieser Engel sagte zu ihm: Steh auf, geh schnell nach Hause, denn der dich töten wollte, ist nicht mehr hier. Und als Herodes dann gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten, das habe ich schon gesagt, da ging Josef mit Maria und dem Kind nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, König von Judäa geworden war, bekam er Angst. Gott gab ihm im Traum die Anweisung, in die Provinz Galiläa zu ziehen. Sie kamen also in die Stadt Nazareth und ließen sich dort nieder. Dort erfüllte sich, was die Propheten über Christus vorhergesagt hatten. Man wird ihn den Nazarener nennen. Ja, und das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es hatte ein ungewöhnliches Verständnis für den Willen Gottes und die Gottes Liebe blieb bei ihm. Es steht in der Bibel wortwörtlich: Jesus wuchs heran. Er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Dann wurde Jesus also erwachsen. Weihnachten war halt nur der Anfang. Überall, wo Jesus auftrat, versammelten sich sofort sehr viele Leute, um ihm zuzuhören. Denn er redete nicht wie die Theologen zu jener Zeit, sondern wenn er sprach, strömten die Leute zu Tausenden zusammen, denn sie spürten, dass seine Predigten von Gott direkt kamen. Jesus hat halt so gesprochen, dass es die Leute gut verstanden haben. Die Leute damals und auch wir heute, wo wir auch sind. Seine berühmteste und längste Predigt hat Jesus dann einmal auf einem Berg gehalten. Man nennt sie deshalb auch die Bergpredigt, quasi seine Antrittspredigt. Da sagte er zum Beispiel: Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Oder Jesus hat tröstende Worte gesagt, zum Beispiel: Sorget euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Sorge. Was sorgt ihr euch, was ihr essen und trinken sollt oder was ihr anziehen sollt? Um all diese Dinge kümmern sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, was ihr bedürft, ehe ihr ihn darum bittet. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann werden euch alle anderen Dinge hinzugefügt werden. Sorget euch nicht um den morgigen Tag. Hat Jesus wunderbar gesagt, gerade in die heutige Zeit. Aber Jesus hat in der Bergpredigt auch vieles gesagt, was schwerer verdaulich ist. Für die Menschen damals und noch viel mehr für uns Menschen heute. Jesus hat halt immer die Wahrheit gesagt. Und die Wahrheit ist nicht immer leicht verdaulich und verständlich. Und Jesus hat das gesagt, was Gott ihm aufgetragen hat zu sagen. Zum Beispiel sagte er: Geht hinein durch die enge Pforte, denn das enge Tor und der schmale Weg führt ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Aber der breite Weg und das weite Tor führen ins Verderben, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Jesus sagt also, dass es für uns Menschen 2 Wege gibt, aber nur einer führe zu Gott. Wie heißt denn dieser schmale Weg? Ja, er hat einen Namen, so wie fast alle Wege und Straßen auf dieser Welt Namen haben. Genau,
Dieser schmale Weg heißt Jesus Christus. Das hat Jesus selbst so erklärt. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, man sagt ja so spaßeshalber, es gibt viele Wege nach Rom. Aber es gibt halt nur einen Weg zu Gott. Und jeder Mensch kann sich im Lauf seines Lebens für diesen Weg entscheiden. Das kann man tun, indem man in einem Gebet Jesus sein Leben anvertraut und sich taufen lässt. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Folgte ihm eine große Menge. Er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Es war ein anstrengender Tag. Jesus hatte den ganzen Tag gepredigt. Es waren viele Leute am Ufer vom See zusammengekommen, um ihm zuzuhören. Ja, Jesus hat halt vieles in Gleichnisgeschichten erzählt. Deshalb musste man ja noch besser aufpassen, damit man es verstand. Vieles mussten die Jünger aufnehmen. Sie waren sich von Natur, also von ihrem Beruf her, gar nicht so gewohnt. Vielleicht haben sie deshalb nicht so genau aufs Wetter geachtet, als Jesus zu ihnen sagte, kommt, wir fahren ans andere Ufer vom See in die Gegend der Gerasener. Dort hat es übrigens einen creepy Man, aber das wäre eine andere Geschichte. Ja, so begannen die Jünger also die Leute nach Hause zu schicken und ruderten mit dem Boot, in welchem Jesus schon vorher gepredigt hat, auf den See hinaus. Und dann geschah es. Das, was alle Männer damals und bis zum heutigen Tag auf dem See Genezareth Angst haben. Es begann ein Sturm. Fallwinde kamen vom Hermon herab. Es wurde immer lauter. Ein Orkan, ein Megasturm. Hohe Wellen schwappten ins Boot. Es lief voll Wasser. Es sah so aus, wie wenn das Boot in den nächsten Sekunden sinken würde. Die Jünger fragten sich, wo ist denn Jesus? Sie suchen ihn. Das gibt's ja nicht, er schläft ja im hinteren Teil des Bootes. Sie wecken ihn auf und rufen zu ihm, Herr, Herr, interessiert's dich nicht? Herr, wir gehen unter, hilf uns! Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und die Wellen und rief in das Toben des Sees, Sturm, sei still und schweige. Da wurde es ganz still und der Sturm legte sich. Warum hattet ihr solche Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr immer noch kein Vertrauen zu mir? Blankes Entsetzen ergriff die Jünger. Und sie wagten nur noch zu flüstern. Was ist das für ein Mensch? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm aufs Wort. Was ist das für ein Mensch? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm aufs Wort.
Und so zog Jesus. So zog Jesus 3 Jahre lang in Israel umher. Er half Menschen, er heilte sie, er predigte viel über das Reich Gottes auf dieser Welt und tat große Wunder. Wunder, über die wir nur staunen können, wie er einen Gelähmten heilte und zu ihm sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer bei sich dachten, was redet er so? Und Jesus sagte zu ihnen, was ist denn leichter zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber alle wisst, dass der Menschensohn, also Jesus, Macht hat, Sünden zu vergeben auf dieser Erde, darum sage ich jetzt zu dir, steh auf, Gelähmter, nimm deine Bahre und geh. Was dieser auch getan hat. Ja, viele, viele solcher Wunder. Aber Jesus selber, wie ging es ihm? Er wusste die ganze Zeit ein schweres Geheimnis, das er jetzt, nach 3 Jahren, seinen Freunden zum ersten Mal klar und deutlich anvertraute. Hört nur. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am 3. Tage wird er auferstehen. Aber bevor das geschieht, dieses Traurige, geschah etwas Eigenartiges, etwas Schönes, etwas Überraschendes, etwas Fröhliches. Ja, als Jesus und seine Jünger in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an Ölberg, sandte Jesus 2 seiner Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hinein in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin finden, bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wie immer war es so, was Jesus gesagt hat. Sie gingen in das Dorf, fanden die Eselin und das Junge, brachten sie, legten ihre Kleider drauf und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Menschenmenge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hauten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die ihm voranging und nachfolgte, die schrie, Hosianna, Hosianna in der Höhe, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna ben David, gelobt sei der da kommt, der König von Israel. Wow! Das ist ja ursprünglich ein Psalmwort und heißt, hilf doch, Herr. Aber über die Jahrhunderte hinweg wurde dieser Hilferuf immer mehr zu einem Jubelruf. Ja, man weiß es nicht, vielleicht sogar zu einem Messiasruf. Sowas ruft man nicht irgendjemandem zu, sondern nur dem lang ersehnten Messias. Ja, als Jesus in Jerusalem einzog, waren alle ganz aufgeregt und fragten sich, wer ist er? Haben sie sich auch schon früher gefragt? Man sagte, er sei Jesus, der Prophet aus Nazareth. Andere sagten, er sei Johannes der Täufer, der Auferstandene. Andere Jeremia, andere sagten, der Prophet, wie es Mose vorausgesagt hat. Damals sagte Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, Simon Petrus war der Erste, der diese Botschaft verstand und den Nagel auf den Kopf traf. Ja, aber leider hatten nicht alle Leute so viel Freude an Jesus wie die Leute damals. Das war damals nicht anders als heute. Auch heute scheiden sich die Geister über Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren neidisch auf Jesus. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten.
Jesus nahm dann seine 12 Jünger, aß mit ihnen das Abendmahl, obwohl er wusste, dass einer von seinen Freunden sein Verräter sein würde, Judas. Dieser hat das Essen vorzeitig verlassen, die anderen blieben und gingen nachher zusammen nach draußen in den Park. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Jetzt wird es richtig finster, düster und unheimlich. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf. An ihrer Spitze Judas. Sie waren alle bewaffnet. Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? So traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. In dieser Nacht wurde Jesus dann von den römischen Soldaten zuerst dem ehemaligen Hohepriester Hannas vorgeführt, dann dem amtierenden Hohepriester Kaiaphas, dem Herodes und dem Hohen Rat. Dieser beschloss die Todesstrafe, der Sanhedrin, und brauchten dazu nur noch die Zustimmung von Pilatus, dem römischen Gouverneur. Während dieser ganzen Zeit wurde Jesus von römischen Soldaten bewacht. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Rohr und hielten es ihm an den Mund. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. Da verfinsterte sich die Sonne im ganzen Land, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf. Am Abend aber kam ein reicher Mann, der hieß Josef, und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in ein eigenes Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Jesus lag also am Karfreitag und am Schabbat tot im Grab, das von Soldaten bewacht wurde. Jede Hoffnung auf ein gutes Ende sind verloren. Tod ist tot und bleibt tot. Oder? Am ersten Tag der neuen Woche, als die Sonne aufging, am Sonntag also nach jüdischer Zählung, früh am Morgen nahmen mehrere Frauen die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Das waren die Mutter von Jesus, Maria Magdalena, Maria Alphaeus, die Salome und die Johanna. Unterwegs sagten die Frauen zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Plötzlich gab es ein unglaubliches Erdbeben. Und jetzt, da sie vor dem Grab standen, sahen sie,
dass der Stein, ein großer, sehr schwerer Stein, schon weggerollt war. Ein Engel von Gott kam zum Grab herab, setzte sich auf den Stein, seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Und als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Die Frauen gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus des Herrn war nicht mehr hier. Als sie noch so ratlos dastanden, traten plötzlich 2 Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Und immer wenn 2 Engel in der Bibel erscheinen, ist es ganz wichtig. Und jetzt ist es ganz wichtig, was sie sagen. Die Frauen erschraken sehr, wagten nicht aufzublicken. Da sagten diese beiden Männer zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Da erinnerten sich die Frauen an die Worte Jesus, die er ihnen noch zu seinen Lebzeiten mitgeteilt hatte. Vor Angst zitterten sie zwar, aber mit einer großen Freude im Herzen rannten sie zurück zu den anderen Jüngern und berichteten ihnen, was sie gesehen und gehört hatten. So rannte auch Petrus und Johannes zum leeren Grab und begannen zu glauben. Und so zeigte sich Jesus in den kommenden 40 Tagen noch viele Male den Frauen und Männern als Auferstandener, dem Petrus, dann allen 12 Jüngern. Dann wurde er gesehen von Jakobus und später von mehr als 500 Brüdern auf einmal, damit in späteren Zeiten, zum Beispiel den unsrigen, niemand behaupten kann, es sei nur Illusion gewesen, denn 500 Leute können sich nur schlecht miteinander täuschen. Ja, und dann, wir kommen zum Schluss. Dann gingen die verbleibenden 11 Jünger. Judas hat sich in der Zwischenzeit das Leben genommen. Dann gingen sie in den Norden von Galiläa zum Berg, so wie es Jesus ihnen gesagt hatte. Dort sagte er zu ihnen seine letzten Worte. Als sie Jesus sahen, fielen sie auf die Knie. Einige aber zweifelten, ob es wirklich Jesus ist. Und so trat Jesus zu ihnen hin und sagte: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Lehret sie halten, was ich euch geboten habe. Und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Diese Zusage gilt für uns bis heute, die wir daran glauben. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Es ist mein Lieblingsvers. Es ist mein Vers, der mich seit 48 Jahren begleitet. Vielleicht auch der Lieblingsvers von Ihnen, seit langem oder seit heute. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, was auch immer geschehen mag. Und dann, ganz am Schluss von diesen 40 Tagen, in welchen sich Jesus als Auferstandenen den Menschen gezeigt hat, ging Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg. Der Ölberg ist 60 Meter höher als der Tempelberg, der höchste Berg in der Umgebung. Dort sagte Jesus seine allerletzten Worte zu seinen Freunden auf dieser Erde, als er hier noch war. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Dann hob er seine Hände zum Himmel, um seine Freunde zu segnen. Und als er sie noch am Segnen war,
Da plötzlich wurde er hinaufgehoben zum Himmel in eine lichte Wolke. Und als die Leute alle wie gebannt zum Himmel blickten, da plötzlich standen wieder 2 Männer in ganz weißen Gewändern bei ihnen und sagten zu ihnen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und schaut gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ja, und mit einer mega Freude im Herzen kehrten sie nach Jerusalem zurück und begannen nach Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Erde kam als Stellvertreter von Jesus. Da begannen sie überall auf der Welt die frohe Botschaft zu verkündigen, so wie es Jesus ihnen gesagt hatte. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samarien und dann bis ans Schluss, ans Ende der Erde. Heute bis in ihr Wohnzimmer, bis am Computer oder wo sie auch immer sind. Obwohl ich nie sagen würde, dass ihr Wohnzimmer das Ende der Erde ist. Es gibt kein Ende der Erde. Wo Jesus ist, ist immer die Mitte. Da sind wir immer am richtigen Ort. Am Schluss bis ans Ende der Erde. Denn das ist ja das Schöne. Gott hat seine Leute gerufen aus allen Sprachen, Völkern, Stämmen und Nationen. Überall auf der Welt gibt es in dieser schweren Zeit Leute, die ihre Hoffnung genauso wie wir aus der Kraft des Glaubens schöpfen. Und wir freuen uns darüber. Alle wissen, das ist Weihnachten. Und so gibt es auch überall auf der Welt Menschen, die glauben, was Jesus damals am Schluss gesagt hat. Mögt ihr euch erinnern? Zu den Zurückgebliebenen. Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel hinaufgehoben wurde, wird auf dieselbe Weise wieder aus dem Himmel herabkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ja, das ist des Rätsels Lösung. 5. Advent. Wir haben nun Predigten gehört zum 1., 2., 3. Advent. Vertrauen auf großes Warten. Von Deborah Alder, von Martin Bühlmann. Aber heute haben wir 5. Advent, denn wir warten bei den 4. Adventen bis heute auf die Geburt von Jesus. Aber eigentlich ist Jesus schon geboren. Wir erinnern uns ja nur an die Geburt von Jesus. Aber mit diesen Worten, mit diesem Schluss dieses Sam-Paintings, erwarten wir ihn in der Zukunft. Das ist Hoffnung. Das ist der 5. Advent. Dieser Satz, dieses Versprechen, ist der Grund, warum Christen seit 2000 Jahren auf Christus warten. Wie das genau sein wird, wenn Jesus aus dem Himmel zurückkommen wird, das wird natürlich in der Bibel auch eindrücklich erklärt. Am Schluss der Bibel, im Buch der Offenbarung, da wird auch gesagt, dass Jesus nicht nur das Alpha, also der erste Buchstabe im griechischen Alphabet, sondern auch das Omega ist, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Man kann also sagen, Jesus war nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende. Oder anders formuliert, Weihnachten war nur der Anfang. Und den Schluss hören wir jetzt. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren.
Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen.